Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie wieder auf dem Tisch, die Stampede. Das, ja, das wird ein einteiliger, oder fünfteiliger Einteiler. Eigentlich hätt's bloß euer Video liefern sollen, wo man alles austauscht. Flüchheiten aus, wurscht, da ist noch. Das war jetzt nicht so geplant, macht aber das Intro ein bisschen spannender. Ja, und ich habe mir gedacht, jetzt wäre ein 3D-Drucker beschäftigt, ist der eigene Blaster zu drucken. Machen wir hier ein bisschen weiter. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ich gesagt habe, die Getriebeposition ist vielleicht wichtig. Ja, das ist doch. Ja, also, wenn ich es nicht lustig fände ich es traurig. Aber das ist halt. Und ich kann das jetzt nicht einmal bewegen, dass das ist halt scheiße. Und was ich auch noch habe, dass man da feines Öl reinfüllt, da, oder nein, dort in das Getriebe. Und was ich diesmal auch habe, das habe ich jetzt diesmal sauber vorbereitet. Da haben wir da einen Jumper. Ja, ich habe ein bisschen langes Kabel dran gelötet, dass ich das leichter wegziehen kann. Und ich meine, irgendwann mal sind wir da hoffentlich so weit, oder irgendwann mache ich den Schalter auf die Seite. Das muss ich mir noch überlegen, wo der nachgeht. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass wir die aufmachen. Aber hoffentlich das letzte Mal, dass wir das jetzt wegen den Federn und dem Ganzen, dass wir heute mal wenigstens mal wieder ordentlich Messwerte rauskriegen und nicht die Pfeile so bloß rausfallen oder was gar nicht geht. Ja. Und ich habe festgestellt, dass seht ihr das, also das mit dem Thermowiderstand rauslöten, das war jetzt nicht so clever. Seht ihr vielleicht seht ihr es ja, das ist blau angelaufen. Das heißt, die Dinger sind warm geworden. Das ist dann, der Motor braucht dann einfach, da ist der Thermowiderstand dann, da ist dann das dort quasi der Thermowiderstand. Das hatten wir bei der Streif schon mal, dass das dann, ja, dann einfach zu viel Strom zieht und das kann da schon dran liegen. Oder, was mir auch noch gekommen ist, dass der R-Restriktor, da fällt mir kurz Deutschwort dafür ein gerade, das Ding, das halt verhindert, dass das ein lauter Schlag tut, wenn es nicht geladen ist. Weil normalerweise dämpfen die Pfeile den Lärm ein bisschen. Und so, wenn man ohne Pfeil schießt, dämpft das der R-Restriktor da auch noch. Der Luftwiderstand und der Luft. Ach, irgendwann fällt mir dafür auch Deutschwort ein, aber momentan halt nicht. Deswegen nennen wir das bis dahin R-Restriktor. Ja, und was ich auch noch habe, sind Rändelschrauben. Die für das Batteriefach. Da hat keiner von denen passt, die für die Schwungrädlersblaster da habe. Das ist halt doch recht lang. Vielleicht nicht ganz so clever, wenn man die Schulterstütze noch verwenden will, aber da bin ich am Überlegen, da könnte man einfach Gummipolsterung drücken, die dann drüber passt und die man da, ja, irgendwie, das vielleicht jetzt, ja, da überlegen wir uns noch was, weil, dass man das Werkzeug los entfernen kann, das muss schon irgendwie gehen. Oder machen wir halt einfach da noch 3D-Druckteile drüber. Wobei, das können wir sowieso, wenn man das irgendwann mal auf Lithium-Akku umbaut, so auf Lipo, dann will ich das Batteriefach ungern hinmachen, dass man da einfach selber Deckel überlegt, das mit der Schraube dann festgehalten wird. Das muss ich mal probieren, wie das ist. Ob das gar so schlimm ist. Wenn nicht, muss man den Blasstein aus der Hüfte schießen, das ist auch okay. Das sieht sowieso cool aus. Aber dann hätte ich sagen, ich zerlege das mal, probiert das mal. Also den Teil. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich.
So, jetzt ist geölt. Hab gedacht, das ist nicht so spannend, das machen wir im Schnelldurchlauf alles. Und das habe ich jetzt auch. Also den Teil habe ich noch nicht verstanden, wie das. Weil das ist ja trotzdem, obwohl ich den Hebel ziehe, ist es noch ausgelöst. Aber das habe ich jetzt verstanden. Das ist, sobald man das Magazin ein bisschen runterzieht, geht das da hinten und das rein. Und dann, der ist glaube ich wichtig. Den habe ich noch nicht ganz verstanden, also den Teil. Weil das ist nur ausgelöst, wenn das nach vorne ist. Sobald ich es nach hinten ziehe, müsste es wieder passen. Ja, ich brauche das Magazin jetzt hier bloß, damit wir den Sicherheitsschalter ausgelöst haben. Ah, man soll es auch gescheit machen. Ja. Warum Gott das jetzt nicht? Okay. Ja, weil. Also ich habe ja vermutet, das letzte Mal, die Batterie könnte auch schwach sein, das habe ich nachgemessen, die sind recht neu. Das müsste ja, also für frischer Zustand irgendwas um die 9 Volt sein und das war 8, irgendwas, also eine hohe Achter. Ja, ich glaube, das Fett bringt schon, also das Öl bringt schon was. Das Fett war eine blöde Idee. Also das Superloop ist. Ich meine, das ist klar, dass die sich mit dem Metallzahnräder ein bisschen rauer anhört. Das ist normal. Kunststoff ist einfach, glaube ich, besser, was der Lärm betrifft. Ja, das wird schon. Jetzt stoppen wir das in einer Position, wo es passt. Und dann bauen wir das Räderle wieder ein. Da machen wir auch da Tröpfle. Und wenn das nicht klappt jetzt so, dann probieren wir das, dass wir den R-Restriktor rausbaut. Und wenn nicht, machen wir eine Zeit lang mal ein anderes Projekt. Weil es ist dann, irgendwann wird es mir dann ausbläht. Da fehlt mir nämlich die Idee und da fällt mir irgendwann mal auch die Lust dazu dann. Oder wir zerlegen das Ding komplett und versuchen mal die ganze Elektrik zu verstehen. So, Magazin wieder raus. Das da hinten rein. Das sind bloß 2 Schrauben, das brauchen wir eigentlich nicht im Schnelldurchlauf machen, oder? Da könnt ihr mir kurz, da schaut ihr mir kurz zu. Und wer sich das jetzt da hinten schon so lange angeschaut hat, das ist, wobei ist ja auch spannend, also da könnt ihr lernen, wie ich so Dinge erkunde. Also muss schon zugeben, also mit alle Rückschläge, Stampede macht mir trotzdem Spaß, weil es halt ein spannendes Bläserle ist. Also so von der ganzen Technik her. Und ihr seht, so ganz verstanden habe ich es immer noch nicht. Auch die ganze Elektrik noch nicht. Also zumindest wenn man den Magazinauslashebel, was das da von Sinn hat. Ich meine, dass das jetzt 2 Teile sind, das kann ich mir halbwegs erklären, weil das ist wahrscheinlich eher aus Montagegründe, weil das, wobei das ist, wenn das Magazin denen ist das, nee, das muss schon, wenn das Magazin denen ist, dann ist das ausgelöst. Aber was ich halt nicht verstehe, warum ich das mit dem Magazin, eigentlich wäre das doch ideal oder besser, wenn das Ding hier, sobald ich das ziehe, das auf irgendeinen Ausschalter drückt und damit einfach das komplette ausgeschaltet ist. Und dann brauche ich den Teil hier
Ja, da brauche ich das doch eigentlich nicht. Also das kann schon sein, dass das irgendwie... Da hätte ich gar den Entwicklungsprozess verstanden. Warum das so... Weil manchmal passiert auch, das habe ich auch schon gelernt in so Entwicklungsprozesse. Ja, da macht man manchmal Dinge, die halt... Die im Nachhinein, wenn man nochmal drüber nachdenkt, ein bisschen angeschickt waren. Und das kann hier auch sein, dass... Wobei, auf der anderen Seite müsste das Produkt lang genug auf dem Markt sein, dass man das irgendwann mal vielleicht in einer Updates-Version behoben hätte. Bisschen Überschuss. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt geht. So, da noch. Magazinle. Und jetzt wird's gegangen. Jetzt habe ich gerade festgestellt, das ist... Ui! Das hätte ich vielleicht in der Position nicht stoppen sollen. Da raucht was. Das sollte ich nicht rauchen. Das ist... Wie war das? Elektronik funktioniert mit Dampf. Sobald der Dampf entweicht, ist hey. Ja, das sollte er vielleicht so nicht machen. Aber auf der anderen Seite sind bloß 8 bis 9 Volt oder so. Aber das Ding will ich da oben drauf schon haben, dass man dann doch an der Ohren fliegt. Das habe ich vergessen, dass man das auch... Weil das ist das, was das Ding hauptsächlich... Ah, da ist jetzt das Schreiblein runtergefallen. Ja, scheiße. Ja, wartet mal kurz. So, da haben wir's. Dann montieren wir das jetzt kurz rein. Ja, das ist halt... Das Batteriefach braucht die andere Seite der Schale. So. Deswegen ist der Schalter wichtig. Das geht jetzt immer noch nicht. Das geht dann schon von der Leu auf die Position, oder? Das verstehe ich nicht. Das Hammer auf die blanke Seite doch da, oder? Habe ich da jetzt wieder nicht aufpasst. Da müsste es... Den Pfeil raus. Aber jetzt ein Kurzmagazin, weil das lange ist immer so im Weg. Das habe ich doch auf die blanke Seite da. Das verstehe ich nicht. Jetzt zerlege ich es nochmal und packe es auf die blanke Seite. Bis gleich. So, jetzt ist auf der blanken Seite. Jetzt probieren wir das kurzhändisch. Die Kraft man da braucht. Dann löst das gar nicht aus. Das müsste jetzt hier eigentlich... Da müsste es auslösen. Oder löst es nur nicht aus, weil das Deckel jetzt nicht drauf ist. Ja, das ist ein spannendes Bleisterle, ist so spannend. Das ist, ja, wäre langweilig, wenn es gleich auf Anhieb gegangen hätte. Das ist schon.
das kann schon sein, dass der Hanna, dass das jetzt einfach, dass das Modell jetzt mehr Strom bräuchte und dass das deswegen nie geht. Und dann müssen wir die ganze Elektrik rausschmeißen. Also auch, weil ja die Schwachstelle sind der Hanna jetzt die Batteriefädel. Das habe ich am Anfang schon gezeigt, die sind blau angelaufen. Das heißt, die sind warm geworden. Und aus der Ecke hat es auch vorher geraucht. Also, das, ja. Es kann jetzt auch sein, dass die schon ein bisschen angeknackst sind. Ja, ich habe bei der Streif auch schon gemacht, weil ich gemeint habe, ich kann mit EMRs kann ich da so Hochleistungsmodelle betreiben. Das geht halt nicht. Also, es geht schon, aber halt nur sehr kurz. Also, da habe ich ja damals auch den Nachtrag gemacht und deswegen spiele ich mit dem Zeug auch immer ein bisschen rum. So, jetzt muss das dann nach vorne. Ja, so ist nicht. Und jetzt sind halt die Hände auch leicht fertig und alles, weil. Das ist jetzt gemacht. Oh, das jetzt. Die Batterie kommt jetzt mal raus. Hei. Ja, das hier auf dem Kanal, das ist keine Anleitung, wie man es macht. Das kann ich auch irgendwann mal machen, aber das ist eher Anleitung zum selber Basteln. Also eine Motivation zum selber Basteln. Das ist eher Unterhaltung als Anleitung. Das kann ich mal separat machen, aber das glaube dazu sollte ich ein bisschen mehr Ahnung von allem haben. Jetzt hat es ausgelöst. Das heißt, das macht einen riesigen Krach und das braucht echt viel Kraft. Zack, und dann schießt der. Braucht viel Kraft. Das kann schon sein, dass es die Elektrik einfach nicht mehr packt. Dass das Motorle zwar stark genug wäre, aber weil irgendwie muss das ja funktionieren. Das ist ja einfach so ein Nachrüstset. Aber da war auch nirgends erklärt, dass man das alles tauschen hat. Vielleicht ist das für die einfach selbstverständlich, dass die Leute das machen und ich bin der Einzige, der das nicht macht. Ich weiß nicht. Also, hat man die Anleitung angeguckt von dem ganzen Ding. Also zumindest beim zweiten und dritten Video. Oder beim dritten oder vierten, irgendwann. Also beim ersten habe ich gedacht, ich mache einfach mal und ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Das ist immer spannender und man lernt immer mehr, wenn man einfach mal probiert. Gut, man macht auch mehr He. Also, wenn man es nicht He machen will, sollte man sich da vorher informieren. Aber ich will was bei lernen, das ist meine Hauptmotivation. Deswegen versuche ich an solche Dinge meistens ein bisschen ahnungslos ranzugehen. Ja. Sollen wir nochmal das andere Fädel reinbauen? Wirklich sicher zu sehr, ob es Gott. Oder auch nicht Gott. Dass wir wirklich rausgefunden haben, woran es jetzt lag. Hab ja alles noch rumliegen. Und dann müssen wir schauen. Ich glaube, das braucht einfach mehr Power. Mehr Power. Das braucht mehr Power. Das will alles. Das braucht mehr Power. Das haben wir doch bei Dingen. Bei Hör mal, wer da Hämmer gelernt. Mehr Power. Ja, die auch noch. Sind doch ein paar Schrauben. Das ist dann. Weiß nicht, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob Schnelldurchlauf lieber ist oder. Das ist. Von mir ist das. Gut, ich mache das gar nicht im Schnelldurchlauf, weil da muss ich nicht dabei reden. Man kann die ganze Ruhe von mir nachschrauben, deswegen. Aber so Kleinigkeiten. Das kann ich ja mal schön machen und eben ein bisschen schwätzen. So. Das ist, glaub ich, schon. Das ist ein spannender Moment.
Und momentan noch spannend und jetzt wird es entspannt. Keine Ahnung, also das sah in der Anleitung irgendwie anders aus, wie man das schneiden muss. Da hieß es da seitlich. Ach, da hätte ich es vielleicht auch schneiden sollen. Das sehe ich gerade. Da hieß es bloß da seitlich schneiden. Genau. Da habe ich Seitenschneider natürlich nicht nachgekriegt. Das war dann mal kurz. Ja, da war dann mal kurz. Bis gleich. So, eine Anleitung sagt, man sollte ein Skalpell machen. Wir machen das mit Seitenschneider, ganz professionell. Da ist die Verletzungsgefahr geringer. Behaupte ich jetzt einmal. Ja, wenn die Chance nutzt, gleich mal beim 3D-Drucker vorbeizugucken. Ja, und Schwungrädler sind schon fertig für mein Bleisterle. Und wenn du nicht funktionierst, kriegst du auch Schwungrädler. So. Und für alle, die den Entwurf nicht gesehen haben, wird spannend. Guckt ihn euch an. Ah, das sieht jetzt nicht besonders schön aus. Deswegen verstecken wir das wieder. So, Kartonage aufmachen. Aber entspanntes Federle. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal hin und her geschraubt. Also so langsam kriege ich Routine. Das kann schon sein, dass man die Elektrik auch ändern muss, wenn man das Federle verbaut. Das soll ja kein Problem sein. Lipo habe ich ja. Ei. Warum sagt ihr auch nichts? Ja gut, könnt ihr ja auch nicht. Müsstet sowas mal leicht zusammenbauen, irgendwann mal. Wobei, da muss ich Kommentare während der Schraube lesen. Oder wir machen das irgendwie, so Blaster-Besteles Veranstaltung oder sowas, irgendwie. Das wäre schon witzig. Ja, Möglichkeiten gibt es da genug. Also wenn jemand eine groß genug Werkstatt hat, mal in die Kommentare schreiben, findet man Möglichkeiten. So, das gehört nach unten, das muss dann nach oben zeigen. Und wir da schon da. Ich glaube, Tröpfchen Öl schadet da auch nicht. Wenn wir schon so einen Lebensvorrat für die Stampede haben. Dann packen wir das auch überall nach, weil viel hilft viel. Das habe ich beim Fett auch gedacht. Ihr habt ja gesehen, wie schwer das ist. Wenn nicht, schaut euch, der letzte Teil war es, glaube ich, wo ich das gesehen habe. Dass das mit dem Fett ein bisschen ein Problem ist. So, den Teil nach unten, den Fehler habe ich auch gemacht. Ich glaube 2-3 Mal vielleicht sogar. Oder auf jeden Fall einmal, mindestens einmal. Und weil da ist die Aussparung für die Feder, dass die da sauber drin sitzt. Weil das dürfte, ist nicht ideal, aber das dürfte undramatisch sein. Denkt man nur, wenn ich den Lipo reinbaue, da hat das Motorle noch mehr Leistung, dreht sich schneller. Wobei arg viel, ich meine, das wird ja durch die Feder wieder kompensiert. Also das dreht sich, wenn das ein bisschen, das dreht sich dann wieder wahrscheinlich genauso schnell. Jetzt testen wir mal kurz.
Zack, und ausgelöst hat es. Das löst nicht aus, wenn das Deckel drauf ist, weil dann geht es einfach nach oben und Gott, da steht brav drüber. Wenn das Deckel drauf ist, also der Teil, dann druckt es das nach unten. Deswegen hat es vorher beim. Das ist ein ganzer Witz an der Geschichte. Soll ich dort Finger weg? Aber so weit fährt es nicht vor. Das braucht schon deutlich weniger Kraft. Also das andere Federle ist schon, also das ist kräftig. Ach, und das entriegelt das Dartgate. Das Pfeiltürle. Dafür fällt mir deutsches Wort ein. Das Pfeiltürle. Oder sogar Schwäbisch. Stierle. Ich verstehe den Sinn davon nicht. Für was brauche ich das? Meine Prophecy hat das nicht. Gut, die hat das im ausgelieferten Zustand, war da außer so Dingerle dabei. Da war außer Dingerle dabei mit so Tierle, aber das hat man gleich rausgebaut. Gegen schönes Metallteil ersetzt. Warum auch immer die das mitgeliefert haben, das hätte sie sich auch sparen können. So, oder? Jetzt machen wir das da drauf. Dann suchen wir uns die kurze Schraube raus. Den Fehler habe ich auch gemacht. Also, ich glaube, irgendwann mal kaufe ich mir dann nochmal neu. Also, bei vielen Blästern, ich denke, wenn er da laut genug schreit in die Kommentare, dann kaufe ich mir irgendwann mal von meinen Blästern. Muss ich halt auch. Ist halt auch nicht ganz billig, so Zeugs. Dann kaufe ich mir da irgendwann mal neue und dann machen wir wirklich eine Anleitung dazu. Aber dafür muss es halt einmal richtig funktioniert haben und ich muss verstanden haben, wie es geht. Und dann kann ich eigentlich auch Anleitung machen. Die Videos da noch, das ist Inspiration zum Basteln, aber keine Anleitung. Dann müsste es ja zum Schluss ein Erfolg sein. Anleitung ist ja quasi eine Garantie, dass es auch, oder ja, wenn man die Anleitung Schritt für Schritt befolgt, dann wird's das, was am Anfang der Anleitung versprochen wird. Wenn ihr jetzt Teil 1 bis 4 nachbastelt habt, dann seid ihr jetzt da, wo ich bin. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein erstrebenswerter Zustand. Wobei, habt ihr vielleicht genau dasselbe Verständnis von der Stampede wie ich bisher. Ja, wobei, das habt ihr auch, wenn ihr einfach die Videos anguckt. Also. Oder? Ja, so, jetzt haben wir das dann. Kurzes Magazin hinein. Ja, das ist da ohne die Rastnuss. So. Batterie hinein. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's nicht mehr, weil das. Okay. Das heißt, ja, und jetzt geht es nicht mehr, weil die Pfeile leer sind. Deswegen nutzt man einfach kein 6-Schuss-Magazin. Schauen wir uns mal von der anderen Seite kurz an. Das sieht wild aus in dem Blaster. Das können wir irgendwann mal basteln. Mir gefällt eigentlich. Der Teil von dem Blaster gefällt mir irgendwie nicht. Das sieht so abgeschnitten aus. Ansonsten sieht das. Ja gut, hinter das Batteriefach ist halt technisch bedingt, dass das gar so dick ist. Das finde ich jetzt auch nicht hübsch, aber das ist halt eine Notwendigkeit. Aber da vorne der Teil, der gefällt mir recht. Ja, das. Ja. Ich hätte es vielleicht auch einfach zuerst zusammen. Das ist halt jetzt nicht so stabil. So, oder? Ist nicht so stabil. Das ist klar. Also, teilweise Erfolg, das heißt, wir sind jetzt da, wo wir Anfang vom Teil aus waren.
Allerdings sind wir jetzt einiges an Erkenntnisse reicher. Das heißt, das Dingele, also das stärkere Federle da vorne, das da, das geht wahrscheinlich mit der Serie-Elektrik nicht. Also müssen wir da gucken, wie man die Elektrik umkonstruiert. Und das wollte ich sowieso, dann schmeißen wir die Batterie raus. Weil das, also, wenn ihr den Blaster mal in der Hand habt, das ist einfach, der will einfach nach hinten. Das ist gerade was kraschelt. Der will einfach nach hinten und das ist ein bisschen unangenehm. Also der ist irgendwie schlecht ausbalanciert. Und das ist halt klar, wenn man dahinter so riese Batterieglätzen einbaut und vorne ist eigentlich nur Kunststoff, das wiegt fast nichts, dann ist das klar. Bin ich im Überlegen, machen wir den überhaupt zu? Oder machen wir Messwerte so? Ah komm, wir machen ein paar Messwerte so. Wir müssen den halt dann so halten. Der ist wieder neu. Ich will schon, dass das mit dem anderen Federle geht und nicht bloß mit dem Getriebe. Das Getriebe ist zwar wahrscheinlich völlig unnötig, wenn man den Rest nicht verbessert. Packen wir das mal ein bisschen auf die Seite. So. Packen wir Messmittel aus. Dann aufwachen, geht was schaffen. Dann darf das messen. So, das müssen wir uns ein bisschen arg auf den Tisch gehen. Was haben wir? Also, ich glaube, Teil 2 und Teil 3 haben wir keine Messwerte gehabt. Also, da hat es wohl dann auch nicht funktioniert. Aber Teil 1 haben wir im Mittel 16,2 Meter pro Sekunde gehabt. In Teil 2 im Mittel 9,4 Meter pro Sekunde. Und ja, 162 Schuss pro Minute in Teil 1 und 144 in Teil 2. Aber das war wahrscheinlich hauptsächlich das schlechte Fett. So, das ja auch. Eieiei, das Magazin. Okay, im Mittel 6,9. Was ist da jetzt so schlecht, aber dass das. Weil das dürfte ja vom Motor und allem nicht ab. Hab ich. Oder sind die Pfeile schlechter? ,9. Aber 156 Schuss pro Minute wieder. Also das ist ziemlich ähnlich. Das hat man 162, 156, ja. So, das ist schon. Warte mal. Merkt euch mal. 6,9 und 156. Und Reset und Yes und zurück. So, da. Na, das ist nicht arg viel besser. Was habe ich da? Das hat sich da jetzt verschlechtert, dass das jetzt nicht mehr die 16,9 erreicht. Und warum sind die jetzt besser? Ach, jetzt ist Batterie leer. Scheiße. Ja. Ist ja auch egal. Es funktioniert wieder. Auf Seite, das machen wir nach dem Video.
kann auch einfach sein, dass das nicht so gut ist, das mit offener. Also was, ja, Messwerte, das war jetzt, das ist irgendwie schlecht geworden. Also das war jetzt noch nicht ganz das Ziel, aber zumindest wissen wir, das Getriebe muss gut auf der blanken Seite sein. Und wir müssen da die Elektrik auch ändern. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, es ist jetzt eine Erkenntnis, kein Erfolg. Aber wobei auch Erfolg. Also ich meine, alles, was man dazu lernt, das bringt irgendwann mal was. Und ja, wenn der Blaster noch lang genug auf dem Markt ist und ihr genug Interesse habt, dann. Und ich irgendwann mal Ahnung habe. Also das sind die 3 Bedingungen. Wo ich sage, okay, ihr müsst da genug Interesse dran haben, dass ihr da Anleitung haben wollt. Ich muss genug Ahnung haben, dass ich die Anleitung machen kann. Und der Blaster muss noch verfügbar sein, dass die Anleitung auch irgendjemand überhaupt brauchen kann. Weil gut, wobei das ist eine bedingt ja euer Interesse. Also wenn es den Blaster nicht mehr ergibt, dann wird sich auch da keiner interessieren. Und wenn es den Blaster nur 10 Jahre gibt, dann werden sich Leute dafür auch interessieren. Das eine, aber ich muss erstmal das verstehen, wie es Gott, deswegen tasten wir uns da so langsam ran und zumindest schießt jetzt mal wieder. Das ist jetzt, ja, 3 von 5 Teile hat's geschossen, wobei im zweiten Teil war das auch, ja, das war nicht so gut. Das kann jetzt aber, das ist auch gut. Gut, was wir natürlich geändert haben, ist die Polsterung von dem. Wenn das Magazin leicht raushupft, Gott sind wir nicht. Das soll in der Konfiguration auch nicht gegangen. Also das ist schon ganz okay. Das kann schon sein, dass die Polsterung da ein bisschen Einfluss hat oder so. Also dass das dann natürlich einen Einfluss hat. Das haben wir geändert und natürlich haben wir den Dichtring geändert, dass das kann jetzt schon sein, dass das Federle einfach schwach ist, um das Ganze dann nach vorne zu drücken und dann halt auch keinen Schwung aufbaut. Das kann ja schon sein, also es ist nicht ganz der Ausgangszustand. Weil das Getriebe darf keinen Einfluss haben. Weil das ist ja das Getriebe. Das Getriebe ist ja dann wenn das auslöst, ist das Getriebe aus dem Weg. Aber das haben wir jetzt wenig hingebracht, dass das so Gott, also dass wir das im offenen Zustand testen können, weil das ist halt schon, das jedes Mal aufschrauben. Also das sind jetzt viele Dinge, die ich gelernt habe. Zum einen, wenn er das aufschraubt, da hat er einfach ein Steckerl dazwischen. Dann beim ersten Mal aufschrauben, die Schraube, die auf der Seite sind und den Lauf halbiert, rausschmeißen, den Lauf wieder zusammenschrauben. Weil, also den Lauf brauchen wir nur aufschrauben, wenn man dann irgendwann mal wirklich auf die Idee kommt, dann richtige Lauf neu zu machen. Aber ja, das wäre noch cool, aber da müssten wir wahrscheinlich halt lange Pfeile verwenden, so wie bei der Prophecy oder so, dass man da so einen richtig dichten Lauf hat. Ich meine, irgendwann kommt man wahrscheinlich auch an den Punkt, dass man sagen könnte, okay, professionelles Bläschen wird sich lohnen, aber es ist halt immer was anderes, wenn man es selber baut und wenn man nachher das einfach selber gemacht hat und dann versteht auch, wie es geht. Es ist einfach, das ist dann was geht. Dann ist was Eigenes, dann gehört es einem auch wirklich. Das ist, wenn man einfach was kauft, das ist halt, ja, nichts wirklich Eigenes. Das ist so ein bisschen meine Philosophie, die ein bisschen weise Worte zum Schluss noch. Ja, das ist mir halt einfach wichtig. Das
ja, das ist einfach irgendwie mein Ding, dass ich da will, dass ich das zu meinem Eigentum mache. Also in dem Moment, wo ich dann sage, okay, da habe ich jetzt selber dran rumgeschraubt, das habe ich jetzt so konfiguriert, wie ich es haben will, dann ist es mein eigenes. Also dann ist es auch wirklich, und das ist das, was mir in dem Hobby auch Spaß macht und alle möglichen, eigentlich zieht sich das durch alle Hobbys, die ich so habe, dass ich gerne einfach Dinge, oder auch durch meinen Beruf, deswegen bin ich Ingenieur, weil Dinge einfach gerne modifiziere, verändere, weiterentwickle oder halt einfach auf meine Bedürfnisse anpasse. Oder ja, jetzt hier in dem Ding habe ich jetzt meinen Kopf an das Ding anpasst. Also mal gelernt, wie es funktioniert und das einfach mal entdeckt und das war jetzt eine spannende Reise und ich habe jetzt besseres Verständnis. Aber wenn sich der Teil immer noch nicht erschließt, ich glaube, bevor wir das zerlegen, machen wir einen Schaltplan über die ganze Taschenstelle. Weil da fliegt, also ich glaube, den und den lassen wir vielleicht. Wobei, dann ist es, wenn man das hier in dem Zustand hat, dann müsste es noch kritisch sein. Weil dann könnte das ist noch kritischer Zustand. Wobei, ich verstehe es halt einfach nicht. Vielleicht war da einfach kein Platz da dafür. Das kann das einzige sein, weil ansonsten einfach hinter den Hebel eine Taschenstelle oder löst es aus und Problem erledigt. Also, das ist, man denkt, lass den Hebel doch einfach direkt auf den Taschenstelle gehen. Zack, ausgelöst. Dann brauche ich den Hunde nicht. So, das ist ein bisschen für mein Verständnis auch geschickt gemacht, aber vielleicht, ich war bei der Entwicklung nicht dabei, vielleicht hat es einen Grund und er erschließt sich mir halt noch nicht. Das ist ab und zu so, da denkt man sich ja, was für, wie auch geschickt ist denn das gemacht und dann hört man sich an, warum das so gemacht ist und plötzlich denkt man sich, ja okay, jetzt mit der Begründung hätte ich es auch so gemacht. Also, ja, das ist manchmal kompliziert, manche Dinge zu durchschauen oder zu verstehen, wenn man das nicht dabei war. Das habe ich mittlerweile schon gelernt. Das kann ich jetzt euch einfach so auch so erzählen. Und vielleicht weiß ja jemand oder kann mir jemand erklären, warum das so ist. Das hätte mich schon interessieren. Manche Dinge will ich einfach nur verstehen. Das reicht mir. Das ist einfach ein bisschen. Ja, aber lassen wir es für heute gut sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und viel Erkenntnis beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.